Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 durchlebt das Burgenland, so auch der Ort Nikic, recht stabile Zeiten. Doch überschreiten hier viele Flüchtlinge die österreichisch-ungarische Grenze. So ist es 1956 gewesen, so ist es 1989 passiert und so ist es auch derzeit, Anfang des 21. Jahrhunderts. Als in den 1950er Jahren Staaten mit kommunistischen Regimen ihre Grenzen zum sogenannten Eisernen Vorhang befestigen, mit Stacheldraht, mit Wachtürmen, mit Grenzpatrouillen und Minen, trennt dieser Vorhang Europa streng in den kommunistischen Ostblock und den liberalen Westblock. Und Nikic liegt direkt auf dieser ideologischen Grenzlinie. Als Österreich 1955 den Staatsvertrag erreicht und eine neutrale Republik wird, weckt das im benachbarten Ungarn Wünsche nach demselben oder einem ähnlichen System aus. Am 23. Oktober 1956 bricht die ungarische Konterrevolution aus gegen die russische Okkupation und den Kommunismus, die aber von Sowjetpanzern grob niedergewalzt wird. Daraufhin flüchten rund 200.000 Ungarn Richtung Österreich. Es ist dokumentiert, wie verständnisvoll den Flüchtlingen im Burgenland, insbesondere auch in Nikic, begegnet wird und man sie versorgt. Über Nikicer Felder und durch den Wald kommen rund 500 Flüchtlinge. Übernächtigung wird ihnen im Gemeindehaus, hier hinter mir, und in der alten Schule am Kirchenplatz ermöglicht. Viele Ortsbewohner versorgen sie mit warmem Essen, Getränken und Kleidungsstücken. Vor allem helfen gutwillige Frauen, Feuerwehrleute und die Grafenfamilie. Hier insbesondere die Gräfin Senka. Bis die Flüchtlinge weitergebracht werden in das Flüchtlingslager Dreiskirchen oder andere Lager. Einige Familien bleiben auch hier in Nikic. Nach dem Ungarnaufstand gibt es 30 Jahre Stillstand und wenig Neues an der toten Grenze des Burgenlandes. Die zweite große Flüchtlingswelle erleben wir im Jahr 1989. Auslöser ist der Zerfall des Ostblocks. In schwieriger Krisensituation setzt der damalige sowjetische Generalsekretär Michail Gorbatschow eine Systemreform und Liberalisierung in Bewegung, Stichworte Perestroika und Glasnost, an deren Ende die einzelnen kommunistischen Länder die unerwartete Freiheit und Souveränität vom Sowjetsystem erlangen. Dieser Zerfallprozess verläuft ohne militärische Konflikte. Die frei gewordenen Staaten demontieren jetzt den Eisernen Vorhang. Und als Erste profitieren davon die Ostdeutschen. Touristen waren es, die 1989 in Ungarn den Urlaub verbringen. Tausende von ihnen kommen in St. Margareten, in Lutzmannsburg, in Nikic und anderswo über die entmilitarisierte Grenze. Und neuerlich bieten die Nikicer den Flüchtlingen große Hilfe. Im Großzelt am Sportplatz mit Verköstigung und moralischer Hilfestellung. Ertüchtigt fahren die Flüchtlinge sodann Richtung Westdeutschland, ihr eigentliches Ziel. Im Jahr 1991 und den Folgejahren erreicht der Zerfall des kommunistischen Systems auch Jugoslawien. Dort allerdings nicht gewaltfrei, sondern in sehr blutigen Kriegen. Ex-Jugoslawien zerfällt letztlich in 7 selbstständige Staaten, darunter die Republik Kroatien. Aus dem Kampfgebiet kommen 115.000 Kriegsflüchtlinge nach Österreich, allerdings über verschiedene Wege und nicht über die burgenländische Grenze.
In Nikic bei uns treffen Kroaten ein, Familien und Einzelpersonen, die in leerstehenden Häusern und bei Familien Quartier finden. Einige von ihnen kehren nach dem Krieg zurück in den Süden, einige bleiben in Nikic und Umgebung, wo sie auch Beschäftigung finden. Den in Nikic Eingetroffenen wird geholfen. Zum Beispiel laden sie Dorfbewohner ein zum Essen oder Unterhaltung. Und es gibt im Gemeindehaus Nikic Benefizveranstaltungen für die Flüchtlinge und für Kroatien. Beginnend 2015 werden Österreich und Mitteleuropa Ziel für viele Flüchtlinge aus asiatischen Ländern, aus Afghanistan, Syrien, Irak und aus Afrika, die ebenfalls über sehr unterschiedliche Routen kommen. Ursachen sind dort Kriege, ökonomische und Klimaverhältnisse. Was nun Nikic betrifft, so haben offensichtlich Schlepper 2020 einen günstigen Weg über die grüne Grenze bei Sopron-Kövesd und Nikic entdeckt, über den 2021 bereits einige hundert, im Burgenland sogar mehr als 5000 Flüchtlinge eingetroffen sind. Diese werden jedoch von der österreichischen Polizei und hier stationierten Bundesheersoldaten sofort registriert. Im Unterschied zu den Migrationsbewegungen, die wir gehört haben, 1956, 1989 und 1991, bewertet die österreichische Bevölkerung diese Flüchtlingsbewegung allerdings sehr unterschiedlich.